Merci, Herr Präsident. Zum Schluss stehst du plakisch am Reden. Es schon auch ähnlich wie Madame Bufferding den Témoignage gelesen am Heft von der Stimme von der Stroß, den ganz beeindruckend, dass er über die Realität von Leuten bericht, die selber am Fall sind, auf jeden Fall auch Bericht wie ein Spießrutenlauf die Leute teilweise müssen durchmachen. Herr Präsident, den RMG aus 1986 angefordert ging, dass das an den 80er Jahren geschieht, als kann den auf den nächsten Blick verwundern, weil es wäre schon 80er Jahren, die den Durchbruch von einer neoliberaler, marktbasierter Approche Sache Wirtschaftspolitik bedeutet, wo eine Auffassung vom Staat, die wie eine Entreprise gemanagt misst gehen, sich Lös durchgesetzt wird, an die schrittweise Rückbau überall in Europa noch zu Lützeburg vom Sozialstaat angelaut wird. An den Jahren 4 der Aufhörung vom RMG als auch zu Lützeburg die Vollbeschäftigung verloren gegangen, wodurch die Sécurité Sociale nicht mehr für jeden die nötige Aufsicherung außerhalb von der Erbicht bitte kommt. Das also an dem wirtschaftspolitischen Kontext, an dem die Bezahlung von an den Achse zu enger bezahlter Erbicht raufgegangen sind, wo die Necessität von einem Instrument für gegen Armut umzukämpfen überhaupt richtig aktuell ist. Am Exposé des Motivs vom Gesetz von 1986 und schon ähnlich wie den Herr Spautz auch ganz viel Debatten Demos wie weit steht dann auch dran, dass 8% von den Ménagen Demos eine prekäre Situation leben müssten. Und du heißt es dann noch, difficile à admettre en effet qu'un produit intérieur de 470 000 francs par habitant ne dégage pas assez de valeur pour permettre à chacun de vivre décemment des fruits de son travail. Die Problematik von den Working Poor, also von denen Leuten, die trotz enger bezahlter Erbicht an Armut leben müssen oder zumindest knapp für durchstehen, für an Armut zu rutschen, weil also demals ein ganz wichtiges Element bei der Auserbichtung vom RMG-Gesetz auch deutlich angeschwärzt. Vielleicht auch mehr deutlich wie an den Diskussionen heute. Problematik, also aber leider 30 Jahre mich spät ganz aktuell blieben, als stellt sich an einem neuen Moos. Noch nicht für drun hun so viel Leute zu Lützeburg geschafft, aber gleichzeitig aber riskiert an Armut zu rutschen wie haut. Dabei könnte das Armut zu Lützeburg auf verschiedenen sozioökonomischen Milieus zu einem Massephänomen gehen. Ich denke da noch länger 10 Familien oder Leute, die müssen Lohne gehen. Und das ist die zentrale Frage von dieser Reform, bringt sie fertig, wirksam für eine Armut zu schützen? Aber wir mengen, nee. An diesem Konstat drehen sich dann noch die Hauptkritikpunkte von uns und dieser Reform. Erstens, als den Hauptauslöser von der Armut zu Lützeburg gar nicht Rechnung gedrohen, an der das die Entlohnung von der Erbicht, respektive allgemein die Allgemeinproblematiken rund um Prekärbeschäftigung, unfreiwillige Stillzeitbeschäftigung, befristete Plätze, CDD, schlecht oder gar nicht bezahlte Stagen, an die Lust können die noch lang weiterführen. Dass das Problem bei der Erbicht liegt, weist sich schon allein dadurch, dass über 90% von den Leuten mit dem RMG ein eigenes Revenu haben und also schaffen gehen. Und geht eben just nicht durch die Früchte von dem Revenu für über Tonnen zu kommen. Zweitens, als der Revis wie auch den RMG für drun keine universelle Sozialleistung. Nicht jeder kann sie kriegen, verschiedene Leute sind d'office per Gesetz ausgeschlossen, so dass der Revis an der Theorie schon keine letzte Aufsicherung für Armut zu schützen. Und drittens, als der Revis trotz enger Reihe ajustierter Montoren immer noch keine wirksame Armutsbekämpfung. All Montoren, ob für alleinstehende Leute mit Kindern, noch immer nach der Familie monoparental, leien unter der Armutsgrenze, egal ob in Delo par rapport zum Medianrevenu oder zum Budget de Referenz definiert. Die Referenzbudget, den die Regierung schon beim Stadtteil an Auftrag gehen wird, an die ganz klar Montoren definiert wird, ein Rapport, mit dem aber gut nicht noch mehr geschieht ist. Ich versichere, ein bisschen an Detail zu gehen, ob das 3 Hauptkritiken. Erstens, die meisten Leute mit RMG haben eigen Source de Revenu. Die schaffen, sie kriegen also den Komplement RMG, weil das, was sie von ihrer Arbeit kriegen, nicht durchgeht, für über Tonnen zu kommen, für nicht über die Zeit zu kommen, den am Gesetz vorgesehen ist, für den RMG.
Der Staatsrat huet seng wie ausgerechnet, dass nimme 7,2% von den Leuten just ausschließlich vom RMG liewen. Von denen 10.193 steht am Jahr 2015, wären dat also just 735 steht, die ausschließlich vom RMG gelieft hun. Ich meine, dat zechen doch ein viel mehr realistisch Bild iwwer Situation von denen Leute, die op den RMG ugewiesen sind. Das bedeutet umgekehrt, dass bald 93% von der Stadt, die op Hölf ugewiesen sind, ege Revenuen do sind aus enger bezahlter Arbeit. Aber wenn die Situation von denen Stadt verstehen und verbessern will, dann muss ich natürlich auch die Arbeitssituation mit analysieren, und die ist komplex. Du hast an erster Linie natürlich mal den Zideven Mindestlohn. Wir haben hier als Linkscher purmal an der Chambre die Initiative ergriffen für den Problem von den Wursen der 12 von der Working Poor umzugehen. Wir hatten noch eine eigene Interpellation dazu gemacht, aber wir haben dazu auch eine Motion ragin, die nicht ugeholt ist, auch nicht ugeholt ist von denen, die haut sich so stark für die Erhöhung vom Mindestlohn ersetzen. Das ist schön. Und es bestätigt uns daran, dass man mengen, dass viel mehr oft Mist gewählt gehen. Weil vielleicht hat man dann schon längst viel mehr heigen Mindestlohn an, so dass manche Leute auf den RMG angewiesen wären. In verschiedenen Fällen, zum Beispiel bei States mit Kanner, feiert der Mindestlohn plus Kannergeld, nämlich teilweise zu Situationen, wo heute der Komplement RMG und in Zukunft an Allocation d'Inclusion muss ausbezahlt gehen. Das heißt, obwohl er Vollzeit schafft, geht die Situation von Ménage nicht durch, wie wir drinnen zu kommen. Mit dieser Reform werden die Monten zwar teilweise rupgehen, besonders eben auch für Kanner am Staat leben. Aber sie bleiben aber weiterhin unter dem, was nötig wäre, für ein anständiges Leben können zu feiern, aber an Eisen an auch den Hauptausspruch von Arbeits- und Sozialpolitik missziehen. Dabei kommt, dass die Modifikationen bei der Immunisation von den Revenuen für den Kalkül von der Allocation d'Inclusion nicht an alle Fälle die von der Regierung gewünschten Wirkung hat. Nicht an alle Fälle werdet nämlich so sein, dass mehr Schaffen sich lohnt, so wie der Staatsrat an Salariatskummer, Eis dann hieren, jeweils Navien, viel gerechnet haben. Damit als eigentlich das Ziel, nämlich dass durch mehr Schaffen, durch Aktivierung, dass die Leute eine bessere Situation kriegen, als zumindest für verschiedene Kategorien von Leuten nicht erreicht. Und da sind wir dann noch bei einem von den zentralen Elementen von dieser Reform, zumindest wenn ihr das gelesen soll, was die Autoren vom Projekt immer wiederholen, nämlich dass es darum geht, Leute zu aktivieren. So wie wenn die Haut alle gut den ganzen Tag daheim geben, dass den Save spielen. Das ist nicht so. Die Zölle vom Staatsrat beweisen es schon. Aber wie das an der Praxis funktionieren soll, das aktivieren, da stellen sich an unseren Ohren auch ein ganz rich Frohen. Weil für diesen Forcing bei den Aktivationsmesuren durchzusetzen soll, dass eine mehr starke Rolle kriegen. Und daneben soll dann noch den Ersatz für das nassen Uni sich die Leute kümmern, die von der ADEM als nicht bereit für den Arbeitsmarkt angestuft gehen. Wir sehen hier verschiedene Probleme. Für die betroffenen Leute, die zum Beispiel schon Teilzeit schaffen, müssen sich in Zukunft auch auf der ADM ausschreiben, für die Revis können zu kriegen. Es muss ihnen aber davon ausgehen, dass die allermeisten von diesen Leuten gar nicht können, mehr schaffen, teilweise aus familiären Gründen oder auch anderen. Aber mengen, dass dabei auch ein ganz andere Probleme dabei kommen, Mobilitätsprobleme, die damit zusammenhängen, für was Leute nicht nur, weil der Patron ihnen nicht will, eine mehr hohe Stundenzahl gehen, aber weil es auch andere objektiv Probleme da gehen. Zweitens, und das haben wir ganz bedenklich fand an dem ersten Wurf vom Minister, wäret e ganz koerzitive Charakter, dat nämlich wann en Rendezvous verpasst oder als den op der ADM angeschrieben as enger Obligation net nokämmt, dat den dann direkt ohne Vierwarnung 20% vun de Montant geif gestracht kreen, was schrecklich war, wat glücklicherweise op die Initiativ vu ganz vielen Akteuren und noch von Deputierten an der Kommission dun zurückgezogin ass.
Darüber hinaus stellt sich dann auch froh, ob heute der Ping-Pong zwischen zwei Organisationen entsteht. Stellt sich froh, ob das dem überhaupt abgestaltet ist, für die Leute anständig zu enkadrieren. Wenn man es anguckt, Weitgarantie Jeunesse, ob der ADM gehandhabt wird, da muss man sich manchmal doch froh stellen. Da gehen Junker von enger Formation oder Benevolat an die nächsten weitergereicht. Und in diesem Fall riskieren wir eine ähnliche Entwicklung zu kriegen, wenn es nicht eine richtige Strategie für diesen Enkadrement gibt und dann noch das nötige, qualifizierte Personal dafür angestellt wird. Herr Präsident, als ein zweiten Hauptkritikpunkt betrifft den selektiven Charakter vom Revis. Das war zwar von Anfang an so, auch beim RMG, und das hat sich aber über die Jahre leicht verbessert. Beim RMG war am Anfang die Limite bei 30 Lebensjahren, die aber darauf geschraubt ging, auf 25. Aber wir bedauern am Anfang, dass die Limite von 25 bei diesem Fall auch weiter geblieben ist. Man kann natürlich das Argument nachvollziehen, dass nicht der Schulaufbruch mit einem direkten Ursprung auf den Revis soll incitiert gehen. Wir sehen aber hier echter Handlungsbedarf an der Schulpolitik, die den Échec scolaire bekämpfen muss, auch noch bei der Formation continue, aber bei der ADEM, die mehr Mittel braucht, für den Jungen wirklich weiterzuhelfen. Aber wenn es so umgesetzt wird, wie hier am Gesetz proposiert, da bleiben ganz viele Junker auch weiterhin in prekäre Situationen, weil sie nicht voll schaffen können oder auch nicht Möglichkeit tun, voll zu schaffen. Das bedauern wir. Wir bedauern auch, dass der Charakter vom Revis nach eigentlich immer der von enger Schuld ist. Es gehen zwar Fortschritte par rapport zu dem aktuellen RMGs-Text, aber es impliziert nach immer, dass die Mentoren, wann ihn dann zu einer Fortune kennt, die ihn durch wird, zurückbezieht. Andere Elemente von einer sozialstaatlichen Transfere, wie beim Kannergeld, tun wir das schon aber auch nicht. Aber wir bedauern noch, dass es weiterhin keinen wirklichen individuellen Ursprung auf der Revis gibt, was schon allem Leid penalisiert, die bei anderen Leuten mit einem gewissen Revenu am Staat leben, aber was zum Beispiel oft am Fall von WGen zutrifft. Die Allokation d'Aktivation kann zwar so viel zum Drohe kommen, aber der Montant, den eine Person dafür kriegen kann, hängt dann aber auch vom Revenu vom Staat auf. Nicht mehr spät wie nächste Freitag werden wir zuerst den Sozialberichte vorgestellt kriegen. Und du hast einen interessanten Schiffer, nämlich, dass der Dunzwell von Städten zuerst, die an einer WG geliefert werden, innerhalb von den letzten 15 Jahren von 0,8% auf bald 5% rückgegangen. Das ist das Phänomen von den Wohngemeinschaften als ein wirklich aktuellen, den auch nicht verwundert, wenn man sich die Situation Wohnungsmarkt anguckt. Kurz gesagt, Sozialpolitik und Armutsbekämpfung tun an dem heutigen Text die soziale Realitäten an der Gesellschaft noch immer nicht Rechnung, wodurch prekäre Situationen aufrechterhalten, also gut verschärft ging. Drittens, als ein dritten Hauptkritikpunkt betrifft dann Zielsetzung von einem Instrument wie früher den RMG an lo an Zukunft der Resis, und das misst an Eisen an eigentlich die Verhinderung von Armut sinn. Und muss just die Entwicklung von den Armutszöllen über die letzten Jahre angucken, für festzustellen, dass das Gesetz nicht durchgehen, für die Armut zu bekämpfen. Am Gegenteil, sie hält ständig zu, an der Menge nicht, dass der Revis irgendetwas darunter ändert. Mun viele Institutionen, die vielgerechnet tun, alle Keier Salariatskummer an auch den Staatsrat, dat auch mat dem neue Revis steht gin die ganz weide wäsch sinn für nimmen Usatzweis können dem Armutsrisiko zu entkommen. Das Beispiel genannt gi von enger Familie, eng Stot, zwei Wusner, zwei Kanner, die leiien mat dem neue Modell vom Revis nach immer 690 € von dem Budget de Referenz wäsch, den der Stadttag ausgerechnet wird, für ein dezent Kirlieren können zu machen. 690 €, da das kein Kleinigkeit, mehr da das schon wirklich fundamentalen Unterschied. Man bedauere noch, dass den Revis so wie ein Agenciert das auch nicht weiter wird für eine Hilfe für Altersarmut zu schützen, weil auch darüber kein Kotisationen bezahlt gehen, respektive just da Kotisationen bezahlt gehen, wann die Leute schon über 50 Jahre alt sind. Herr Präsident, ich meine, dass es bei diesem Projekt
punktuell Verbesserungen gehen. Das muss ich so, dass das wird längerzeitend längerzeender ugeht mat Kanner, de Faktor Kanner ass méi stärker an diesem Gesetz an man begräßen noch, dat auch zwei Leute an engem Stot können unmesuren Deelhoelen, man mengen dat dat allein aber net durchgeht für die Negativpunkten, die ich probiert tun opzuzählen, opzuweihen. Und der vermengene Jocht dat mehr oder schmenget net nimmen Schwese so gut, dat mehr diesem Projekt als Zustimmung auch net könne gehen. Merci. Merci auch. Lachte geschriebene Reden aus Nergera Anzia.